Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Fair Talk an Land hier im Weserschlösschen am Weserufer, direkt am Fähranleger gelegen, mit Blick auf die Fähre, wo wir ja grundsätzlich unseren Fair Talk an Land immer für Sie aufgezeichnet haben, aber da wir immer ein bisschen wetterabhängig sind, haben wir uns in den letzten Monaten, das wissen Sie, hier ins Weserschlösschen begeben und kriegen Unterschlupf bei der Familie Hennersdorf. Wir freuen uns da sehr, dass wir hier regelmäßig spannende Gäste begrüßen dürfen, und normalerweise hätte an dieser Stelle jetzt gar nicht ich gesessen, sondern an dieser Stelle hätte Hans Meinen gesessen. Der ist heute leider krank zu Hause. Und wenn ich Hans Meinen erwähne, dann wird der ein oder andere wissen, dass hier ein Fair Talk ob Platt hätte stattfinden sollen. Und das hat einen guten Grund. Denn wir werden uns über Platt unterhalten, nicht auf Platt, obwohl der Gast das natürlich aus dem FF beherrschen würde. Dr. Reinhard Golz begrüße ich hier bei mir vom Institut für Niederdeutsche Sprache e.V. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, moin. Und moin, moin. Und harten Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die Einladung kam ja in diesem Fall jetzt sogar von unserem Plattdeutsch-Beauftragten. Und dass wir Plattdeutsch im Programm haben, hier einen Fair Talk ob Platt machen, dass wir plattdeutsche Nachrichten bei uns im Programm haben. Das ist natürlich hat mit unserer Geschichte zu tun, dass wir seit vielen, vielen Jahren uns um die plattdeutsche Sprache bemühen. Und das tut das Institut für Niederdeutsche Sprache auch. Und zwar in Bremen im Schnorr sitzen sie, und seit 1973 gibt es den Verein. Also 50 Jahre hat der Verein schon auf dem Puckel. Erzählen Sie uns ein bisschen was über den Verein und seine Aufgaben. Einen kleinen Abriss, weil über einige Aufgaben werden wir gesondert erzählen, weil das ist ja so ein Aufgabenpaket, da können wir mehrere Stunden füllen. Aber vielleicht mal grob eine grobe Richtung. Ja, die Idee ist Mitte der 60er Jahre aufgekommen. Da hat sich auch ein Institut für deutsche Sprache gegründet. Es hat sich das Nordfriesische Institut gegründet. Und in dieser Situation, dass man dachte, wir müssen Sprache, Kultur, norddeutsche Kultur festhalten, sichern, so eine Art kulturelles Gedächtnis schaffen und dafür einen Raum auch schaffen. In dem Zusammenhang wurde der Verein gegründet, und am Anfang des Jahres 1974 hat man dann die Arbeit aufgenommen, und zwar mitten im schönen Bremer Schnorr in der Altstadt, zunächst in einem der alten Häuser, und das ist mittlerweile ein Ensemble aus 4 alten Häusern, die zum Institut gehören, und wir sind ganz froh, dass wir dort untergekommen sind. Ja, was gehört zu den Aufgaben? Also wir versuchen, all das anzuschieben, anzuschubsen, was es so im Plattdeutschen gibt, und ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass wir hier doch die wunderschöne Ausgangssituation haben in Norddeutschland, dass wir über 2 Sprachen verfügen. Eine, die hier schon 1000 Jahre ist, und eine, die seit 400 Jahren als große Schwester dazugekommen ist. Das ist das Hochdeutsche, das können wir auch. Und die meisten Menschen hier wissen gar nicht, welch ein Schatz das ist, denn wir können 2 Sprachen. Wer kann das schon? Und es geht also darum, das Bewusstsein zu schaffen. Es geht darum, auch Grundlagen zu schaffen. Also man hat in den ersten Jahren angefangen, zum Beispiel ein richtiges erstes Wörterbuch mal zu machen. Ein Wörterbuch für Plattdeutsch. Für jeden zu benutzen. Ein kleines Büchlein. Kein großes wissenschaftliches Werk, aber so etwas. Und dann hat man sich überlegt, es gibt ja diesen schönen Satz, Plattdeutsch kann man oder man kann es nicht. Und man lernt es nur mit der Muttermilch, und Plattdeutsch hat keine Grammatik. Und dann haben sich die Urväter hingesetzt und haben gesagt, das ist Quatsch. Eine Sprache muss eine Grammatik haben. Es geht überhaupt nicht anders. Eine Sprache ohne Grammatik würde ja dazu führen, dass wir irgendwie wirres Zeug zusammenstammeln. Und dann hat man gesagt, nu brauchen wir irgendeine Grammatik, und dann habt ihr sich hingestellt und habt eine Grammatik geschrieben. Guck, und das sind so die Grundlagen, die am Anfang gestanden haben. Also alles das zusammentragen, was wir als Wissen über Plattdeutsch haben. Und das
hat dann dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit für Plattdeutsch doch in den 80er und in den 90er Jahren gewachsen ist, so dass wir heute keine Grundlagen mehr schaffen müssen. Aber wir müssen sehr dahinterher sein, dass die Sprache überhaupt weitergegeben wird. Ein Zweig der Institutsbemühungen besteht zum Beispiel darin, dass wir alle paar Jahrzehnte Umfragen gemacht haben mit der Frage, wie steht es denn eigentlich um das Plattdeutsche? Wer spricht, wer kann sprechen, wie gut sprecht ihr, wie gut könnt ihr es verstehen und so weiter. Und das auch dann regional und altersbezogen befragt. Und die Ergebnisse, über die können wir gleich noch mal genauer reden. Die sind aber schon so, dass sie uns sehr deutlich zeigen, Plattdeutsch ist noch da, ist im Augenblick offenbar auch einigermaßen stabil, aber bei den jungen Leuten kommt ganz wenig nur noch an. Ist das auch gerade wichtig, junge Leute an die Sprache zu bringen, auch gerade Kinder und Jugendliche, junge Menschen an die Sprache zu bringen? Sie arbeiten, habe ich gelesen, viel auch mit Schulen, mit Lehrern zusammen. Wie wichtig ist es da und wie ist da die Situation? Die Situation hat sich gebessert. Wenn ich zurückdenke, so 30, 40 Jahre, da war das Ansehen des Plattdeutschen ziemlich schlecht. Und die meisten haben gesagt, ach, das braucht wie nicht mehr, geht auf den Mist, hupen und weg damit. Also überflüssig. Und wenn ich im internationalen Zusammenhang unterwegs bin mit anderen Sprachenvertretern, es gibt ja viele kleine Sprachen in Europa, dann haben die immer gesagt, wie kann es angehen, dass bei euch mit einigen Millionen Sprechern die Gesellschaft ohne Wert auf die Sprache guckt und diese Kultur für so minderwertig hält. Das gibt's bei uns nicht. Das gibt's weder bei den Sami in Finnland noch bei den Walisern in Großbritannien. Das gibt's bei den Bretonen nicht und das gibt's auch nicht im Norden Spaniens. Ich habe mich vor nicht langer Zeit, ich springe da mal gerade genau in so ein ähnliches Thema, mit Anni Heger hier unterhalten, die ich hier zu Gast hatte. Und wir haben uns besonders über ein Zitat unterhalten einer namhaften Entertainerin. Sie werden wahrscheinlich wissen, auf welches Zitat ich hinaus will, wo eine Frau, die in den Medien sehr präsent ist, sich zu der steilen These verstieg, dass Plattdeutsch künstlich am Leben erhalten werde. Wie sehr hat Sie so einen Spruch von Ina Müller, wir können den Namen ruhig sagen, geärgert? Ach, das ärgert mich überhaupt nicht. Diese Reden darüber, dass das Plattdeutsche ausstirbt, das gibt's ja seit 200 Jahren. Also das ist überhaupt nichts Neues und Frau Müller ist überhaupt nicht witzig und auch nicht kreativ gewesen an der Stelle. Das ist langweilig und das kennen wir alles schon. Natürlich ist es so, dass es Anstrengungen gibt. Aber dann würde ich auch sagen, ja, in den Schulen betreiben wir Musikunterricht und wir betreiben Kunstunterricht und wir betreiben Chemieunterricht. Das muss auch alles nicht sein. Ne? Und da wird etwas künstlich am Leben gehalten. Ja, was heißt denn künstlich? Das sind Teile unserer Gesellschaft, das sind Dinge, die uns wichtig sind, weil wir meinen, dass sie in der Ausbildung junger Menschen und dann später im beruflichen oder im kulturellen Alltag der Menschen eine Rolle spielen. Und dann ist das auch Teil der schulischen Ausbildung. Und künstlich am Leben halten, ja, wie soll man es denn sonst am Leben halten? Ich sagte eingangs, es gab früher die ebenso steile These, Plattdeutsch kann man nicht lernen, das muss man als Muttersprache irgendwie in sich aufgenommen haben. Das ist genauso ein Unsinn. Nicht? Also von daher kann ich nur sagen, lasst doch die Leute, die Spaß an der Sprache haben, mit der Sprache umgehen und was machen, künstlich oder nicht künstlich, das ist eine ganz andere Frage. Und wir sehen aber die Frage ist sicherlich grundsätzlich, dass man die Sprache in den Alltag holt, dass man die Sprache schlicht und ergreifend wieder spricht und dass sie präsent ist. Ja, das ist ja auch Ziel dieser Übung. Aber wissen Sie, klar ist es so, dass wir bei jungen Menschen anfangen müssen, weil alle Statistiken uns zeigen, dass bei den unter 20-Jährigen diese Sprache kaum noch ankommt. Sicher ist deswegen die junge Generation, um es mal pauschal zu sagen, die Hauptzielgruppe aller Aktivitäten.
Aber auf der anderen Seite kann man doch sehen, man kann doch niemanden zwingen, es sei denn im Schulunterricht mit Noten und Gewalt, eine Sprache zu lernen. Aber die meisten lernen die Sprache heute zum Beispiel noch längst nicht in der Schule, sondern etwa in Theatergruppen. Genau. Es gibt in Norddeutschland ungefähr 3000 plattdeutsche Theatergruppen, jedenfalls vor Corona. Ich weiß nicht genau, wie sich das entwickelt hat. Das wird ein wenig abgenommen haben. Aber von diesen 3000 Theatergruppen haben ungefähr 600 ihre eigene plattdeutsche Jugendgruppe. Und da wird Plattdeutsch gelernt. Und da gehen die Leute freiwillig hin und sie machen das gerne und sie machen es mit Spaß. Und es gibt wieder viel Musiker, die auf Plattdeutsch singen, nicht nur die Altvorderen, sondern auch, es gibt Rockbands, die mit plattdeutschen Texten agieren, also junge Leute auch. Kann man die darüber gewinnen und holen? Unbedingt, unbedingt. Also es gibt im Filmbereich Aktivitäten, es gibt im Musikbereich seit über 10 Jahren wunderschöne Aktivitäten. Es gibt in Niedersachsen hier diesen herrlichen Wettbewerb, der da heißt Plattsounds. Ja, genau. Und da bin ich oft gewesen zur Endausscheidung und dann werde ich immer gefragt, ist das Ihre Musik? Und ich sage dann immer, nee, das ist nicht meine Musik, aber ich finde das ganz toll, dass die Leute sich da hinstellen und dann sagen, ja, nu gotta love no Death Metal, Death Metal auf Platt. Ist das nicht schön? Muss ja nicht meine Musik sein, aber das ist doch klasse. Und wir sehen aber auch nicht nur bei den jungen Leuten, auch in anderen Zusammenhängen wunderbare Aktivitäten. Ich hatte vor 2 Wochen bei mir in Bremen im Schnoor Besuch von einer Jazzkapelle, die sich neu gegründet hatte mit plattdeutschen Texten. Und die nannten sich interessanterweise nicht Quintett, sondern Fiftet. Auch das noch. Ne? Die gaben sich dann auch noch einen plattdeutschen Namen dazu. Und aber wenn das Spaß macht, da wird nichts künstlich am Leben gehalten und weil wir nun mal drüber reden wollen und weil es irgendwie Tradition hat. Nein, die Sprache muss gelebt werden. Sie muss auch von der Kultur angenommen werden. Und dann ist mir auch überhaupt nicht bang um diese Sprache. Natürlich müssen wir pfiffig sein und uns muss was einfallen, weil wir müssen Ideen haben, mit denen wir an junge Menschen herankommen. Etwa über witziges Theaterspielen, kreative Stücke, in denen die sich selbst entwickeln können, entfalten können, sprachlich und in einer Rolle. Das gehört dazu. Das Institut ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Jäger und Sammler, weil Sie haben am Anfang gesagt, es wird auch ganz viel eben halt zusammengetragen, was an plattdeutschen Veröffentlichungen da ist. Es gibt eine große Bibliothek. Erzählen Sie kurz davon. Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass wir in einem Haus sitzen, das eigentlich aus 4 Häusern besteht und in jedem Zimmer stehen Bücher bis unter die Decke und wir haben ungefähr 40.000 Medieneinheiten gesammelt. Das ist die größte plattdeutsche Bibliothek, die es gibt und sie wird immer wieder angesteuert von Menschen, die recherchieren, die etwas nachschauen wollen. Sowohl im literarischen Bereich, wir wissen, pro Jahr erscheinen im plattdeutschen Bereich so ungefähr 150 neue Bücher. Die müssen aufgenommen werden, die müssen zugänglich gemacht werden und so weiter. Und wir sammeln aber auch Historisches. Also ich hatte vor 2 Wochen einen jungen Mann bei mir, der aus Hannover kam und seine Doktorarbeit schreiben wollte über Ausgewanderte, die in New York sich versammelt hatten wiederum, um dann eine German Gemeinschaft zu bilden. Und da gibt es ja plattdeutsche Vereine, die hießen dann auch noch Plattdeutscher Verein. Und wir haben in unserem Archiv zum Beispiel eine ganze Reihe von Schriften aus diesen plattdeutschen Vereinen aus New York und New Jersey. Und da hat er hineingeguckt und hat genau das gefunden, was er jahrelang gesucht hatte und war ungeheuer glücklich, dass er bei uns fündig geworden ist. Also man kann die unterschiedlichsten Dinge finden. Natürlich die Klassiker der Literatur von Klaus Groth und Fritz Reuter. Und wenn wir in diese Gegend schauen, Almar Rogge oder Hein Bredendieck oder wie sie alle heißen mögen, das steht da selbstverständlich und steht dann eben auch zur Verfügung und zur Einsicht. Also ist quasi auch eine öffentliche Bibliothek, wo Menschen sich informieren können, wo Menschen kommen können und die Bibliothek aufsuchen können? Unbedingt, ja.
Allerdings sind wir keine Ausleihbibliothek. Denn bei plattdeutschen Büchern ist es oft so, ich will das mal an einem Beispiel sagen, Sie suchen ein Buch seit 20 Jahren und Sie kriegen es nicht, weil es einfach vom Markt ist. Ein Buch, das 100 Jahre alt ist oder 80 Jahre alt ist, es ist nicht wieder zu beschaffen. Und wenn Sie es dann haben, dann bezahlen Sie vielleicht 1 Euro dafür. Also die meisten Dinge sind eigentlich nicht viel wert, aber man kriegt sie nicht. Und deswegen verleihen wir auch nichts, weil dann die Gefahr zu groß ist, dass wir die Dinge einfach nicht wieder besorgen können. Und das schränkt die Benutzbarkeit dann ein wenig ein. Aber was soll's. Also wir haben die Bücher, wir haben jetzt seit einigen Jahren laufen, dass wir im Internet zugänglich machen, Dokumente der gesprochenen Sprache. Das heißt, wir haben Tonaufnahmen gemacht aus verschiedenen Regionen von unterschiedlichen Sprechern, um damit die Sprache zu dokumentieren, die gesprochene Sprache zu dokumentieren. Wir haben bei der Überlegung für dieses Projekt festgestellt, dass es eine Tondokumente-Sammlung für Plattdeutsch bisher nicht gibt. Gibt es einfach nicht. Und jetzt haben wir uns dran gemacht und bekommen vom Bund jedes Jahr ein paar 1.000 Euro und machen mit großer Freude dieses Projekt, in dem wir Stimmen unterschiedlichster Art sammeln. Im letzten Jahr haben wir gesammelt Stimmen aus dem Bereich Kirche. Plattdeutsch und Kirche ist ja auch ein nicht uninteressantes Thema. Und da haben wir aus unterschiedlichsten Regionen etwas eingesammelt. In diesem Jahr geht es jetzt in die Theater und da gucken wir uns mal genau an, wie denn junge Leute an die plattdeutsche Sprache im Theater herangeführt werden. Wir durften auch schon mal Tondokumente vom INS senden, nämlich eine Weihnachtsgeschichte vor ein paar Jahren, die wir dann über mehrere Ausgaben zur Aufführung gebracht haben. Und apropos Ton, wir sind ja bei uns im Radio auch mit den Plattdeutschen Nachrichten Woche für Woche aktiv und das macht das INS auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass es die Plattdeutschen Nachrichten gibt. Ja, das Institut war daran beteiligt, dass 1977 die Plattdeutschen Nachrichten bei Radio Bremen eingeführt wurden. Mittlerweile gibt es die Plattdeutschen Nachrichten auf dem Sender 5-mal in der Woche, das heißt von montags bis freitags. Und da spielen wir immer mit. Und da sind Sie auch als Sprecher dabei? Da bin ich dann auch dabei. Und ich muss Ihnen sagen, ich mache das seit ungefähr 20 Jahren. Und es ist jedes Mal wieder eine ganz, ganz große Herausforderung. Es sind die neuen Wörter. Also in Corona-Zeiten gab es lauter neue Wörter im Hochdeutschen und die mussten wir dann ins Plattdeutsche holen. Da gibt es dann unterschiedliche Strategien, die man fahren kann. Ich wollte gerade fragen, versucht man dann tatsächlich da ein plattdeutsches Wort für zu finden oder sagt man auch an manchen Stellen, das ist jetzt so ein hochdeutsches Wort, das kann man eigentlich nicht platt machen, sondern das muss man einfach dann hochdeutsch belassen? Schwer. Also es gibt nicht den einen Weg, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Also wir wissen heute gar nicht mehr recht, was damals der Inzidenzwert war zum Beispiel. Und der Inzidenzwert, der kam dann irgendwann in die Nachrichten vor und da müssen Sie was machen. Sie können immer sagen, ich nehme das Wort so wie es ist und sage, das ist der Inzidenzwert. Ja, wunderbar. Dann weiß ich immer noch nicht, was das ist. Ich habe dann immer die Neigung, das doch ein bisschen verständlicher zu machen. Und zwar? Also der Inzidenzwert ist, für mich war das die Sölden-Dochtal, also die 7-Tage-Zahl. Das heißt, die Ansteckung innerhalb von 7 Tagen und so weiter und so weiter. Also solche Geschichten. Also eher eine Umschreibung dann des Begriffes. Ja, aber die muss dann immer noch kurz und prägnant sein. Also Sie können jetzt nicht weit ausholen, dann ist es kein Nachrichtentext mehr. Das ist klar. Also das ist eine Herausforderung. Darüber entsteht übrigens gerade eine Doktorarbeit in Hamburg. Wiederum, dass sich jemand diese neuen Wortschöpfungen im Plattdeutschen, in den Plattdeutschen Nachrichten genauer anguckt. Aber ich hatte gestern so eine schöne Sache. Wir müssen im Plattdeutschen ja aufpassen, dass wir die plattdeutschen Bilder, Sprachbilder auch transportieren. Und es gab die Meldung, die Bundesministerin hat gesagt, im Bildungsbereich müssen wir alle an einem Strang ziehen.
was ist denn nun mit dem Strang? Den Strang kriegen Sie im Plattdeutschen überhaupt nicht zu fassen. Nicht? Also wie möd Aal, ja, und dann ist vorbei. Nicht? Da ist es, also da zieht keiner am Strang. Also Sie müssen sich ein anderes Bild überlegen. Welches Bild war's? Ja, es gibt sicherlich 10 oder 20. Ich habe für mich entschieden, ich gucke dann immer gern in die Seefahrt. Wir sitzen hier ja auch direkt am Wasser und dann liegt die Seefahrt ja ganz nahe. Und ich habe dann gesagt, wir möchten den selbigen Kurs steuern, also den gleichen Kurs steuern. Ne, ist ja auch das Gleiche, also genau. ist ja eigentlich das Gleiche, es meint das Gleiche. Und das ist eigentlich die schwerste Aufgabe. Ja. Also nicht die Bilder 1:1 rüberholen, das ist dann kein Plattdeutsch mehr. Und auch viele Wörter kann man nicht 1:1 einfach rüberholen, sondern da muss man ein bisschen zusammenschütteln. Aber das ist hochspannend. Wir müssen uns auch schon so ein bisschen zusammenschütteln, weil so eine halbe Stunde geht immer schnell rum. Noch ein paar Minuten haben wir noch. Aber wir haben eigentlich noch ganz viele Themen, die wir hätten noch anschneiden können. Ich merke schon, Sie müssen wahrscheinlich noch mal wiederkommen und über die Arbeit noch erzählen. Aber was sind denn im Moment so anstehende, wichtige Projekte des INS, die so auf der Agenda stehen? Ich hatte zum einen gesagt, Lehrmaterialien haben wir für das Land Niedersachsen in den letzten 3 Jahren sehr intensiv erarbeitet. Und zwar für den Bereich des Sachkundeunterrichts in den Klassen 5 bis 9, 10. Geschichtsunterricht und so weiter. Erdkundeunterricht. Materialien, die neu sind, die auch digital dann sind und mit denen man ja auch die Sprache in diese Unterrichtsformen hineinbringen kann. Das ist das eine. Das zweite ist das große Tonarchivprojekt, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und das dritte, was wir seit einigen Jahren am Laufen haben und das vielen Menschen große Freude macht, das ist unser Kalender. Ich habe ihm mal den Kalender für 20 mitgebracht. Das ist dieser Kalender. Wörter mit Wurzeln. Sehr schön. Wurzeln. Also Wörter mit Wurzeln, genau, heißt das. Und da geht es darum, dass einmal in der Woche ein Wort vorgestellt wird und dann überlegt wird, in welchen Zusammenhängen benutzt man das, was bedeutet es, können wir etwas über die Sprachgeschichte sagen, also Verwandtschaft mit dem Englischen, mit dem Schwedischen oder wie auch immer. Und das ist mittlerweile ein Erfolgsschlager von uns geworden. Wir haben angefangen mit einer Auflage von 1000 und sind jetzt nach 5 Jahren immerhin bei 3500 Bestellungen angekommen. Und das machen wir eigentlich immer ganz gerne so, dass Leute das bestellen über unsere Homepage und dann wird es ihnen zugeschickt und jeder kann selbst entscheiden, was das kosten soll. Und das funktioniert gut. Der Kalender wird sehr gerne angenommen, weil es so im plattdeutschen Bereich so ein niederschwelliges Angebot ist. Ne? Ich schlage das auf und gucke dann auf eine Seite und da steht dann Grientje und Grientje heißt nettes, freundliches Grinsen. So, es kann auch ein schmieriges Grinsen sein, auch das kann ein Grientje sein. Und dann gibt es dazu ein Green Mul, ein Green Board und ein Green Cop. Und es wird in einem kurzen, unterhaltsamen Text etwas über ein Wort ausgesagt. Wenn jetzt das INS genau so ein Kalender rausbringt und welches Blatt wird verwandt? Es gibt ja nun nicht das eine Blatt. Sie kommen aus Hamburg, Sie sprechen dann dementsprechend natürlich das Hamburger Blatt. Es gibt hier das Wesermarschblatt, dann natürlich das Bremer Blatt. Ist das Bremer Blatt oder ist das ein Gemisch aus allem? Gibt es überhaupt das eine richtige Blatt, beziehungsweise das eine Blatt, was verwandt wird? Das ist das Thema für die nächste Sendung. Genau. Ja, natürlich gibt es verschiedene Sorten Blatt, aber hier, bei dem, was hier steht, müssen Sie es ja nicht laut lesen. Oder jeder, der es liest, liest es wiederum mit seiner Sprachfähigkeit aus seiner Region. Und hier kommt es also nicht auf das Sprechen an, sondern hier kommt es auf das Lesen an. Und da haben wir uns in weiten Teilen Norddeutschlands geeinigt auf eine Schreibform, die jeder dann so lesen kann oder aussprechen kann, wie es bei ihm zu Hause richtig und normal ist. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Was würden Sie sich für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre wünschen
fürs INS? Gibt es da so etwas, Sie haben jetzt schon gesagt, das Tonarchiv wird natürlich weiter gepflegt werden. Es wird sicherlich die Bibliothek weiter wachsen. Aber gibt es da noch so einen Herzenswunsch, den Sie mit dem Institut sich erfüllen möchten? Ach, Herzenswünsche gibt es ganz, ganz viele. Das Institut ist ja vor wenigen Jahren, das ist durch die Presse gegangen, aus der Förderung der Bundesländer herausgefallen. Der Bund unterstützt uns wieder. Die Länder sind nicht wieder in eine Förderung eingetreten für uns. Und das ist für uns nach wie vor ein Problem. Also wir haben die Kompetenzen, wir haben die Bücher, wir haben die Sammlungen, aber wir haben eigentlich nicht das Geld, so die richtigen, notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Und das hindert uns so ein bisschen. Aber wir machen weiter. Wir sind fröhlich bei der Sache mit den Leuten, die an Bord sind. Und wissen Sie, solange wir auch gebraucht werden. Vor einigen Wochen hat ja der Bundestag wieder Plattdeutsch geredet und natürlich fragt man dann beim Institut an, könnt ihr beim stenografischen Dienst helfen? Nicht? Also man weiß, wo die Kompetenz ist und man fragt uns dann und ich fahre dann gerne nach Berlin und arbeite mit den Kollegen dort vom stenografischen Dienst des Deutschen Bundestages zusammen. Das macht mir große Freude und solange diese Anknüpfpunkte da sind, wird es das Institut geben und solange das Interesse für die plattdeutsche Sprache da ist, werden wir auch gebraucht werden. Insofern, das Interesse muss wachgehalten werden und die Sprache muss gesprochen werden. Wir tun unseren kleinen bescheidenen Teil. Nächstes Mal wird dann auch Hans wieder hier sitzen, Hans Mein hier sitzen, der Plattdeutschbeauftragte des Landkreises und die Gäste auf Platt begrüßen zum Fair Talk an Land auf Platt. Aber unsere plattdeutschen Nachrichten haben wir, unsere plattdeutsche Kolumne. Wir bei uns im Radio und Fernsehen tun einiges dafür. Radio Bremen tut was dafür und vor allen Dingen tut das INS was dafür. Ich bedanke mich mal im Namen der Zuschauer nicht nur für Ihren Besuch, sondern für Ihre Arbeit. Und ich hoffe, dass auch die Wertschätzung in den Ländern dann wieder wächst und Ihre Arbeit da auch finanziell wieder unterstützt werden wird. Weil sie ist wichtig, diese Sprache. Wir müssen unsere Kultur pflegen, um mal so ein Statement abzugeben. Andere Länder machen uns da ein bisschen was vor, was das angeht, was Kulturgut angeht. Und die Sprache, und das ist eben mal kein Dialekt, das ist eine Sprache, muss weiter gefördert werden und ihre Arbeit damit gefördert werden. Vielen Dank für den Besuch. Und ich hatte im Kopf noch eine ganze Menge, was wir noch besprechen hätten können. Das machen wir. Sie kommen nämlich wieder und dann kommen Sie nochmal zu Hans Mein. Dann können Sie auch zeigen, dass ein Talk auf Platt auch wunderbar funktioniert. Vielen Dank fürs Dasein und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Einschalten. Und ich muss mich natürlich bei allen entschuldigen, die jetzt gehofft haben, dass es jetzt einen plattdeutschen Talk gibt. Das traue ich mich nun nicht zu. Ich hätte alles verstanden, aber das Sprechen, das mache ich dann doch lieber auf Hochdeutsch. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, in der nächsten Woche wieder und dran denken, auch bei uns gibt es Plattdeutsch im Programm, zum Beispiel an jedem Mittwoch, immer zur vollen Stunde im Radioprogramm unsere plattdeutschen Nachrichten. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.